Geht da was? So, wunderschönen Montagabend. Mr. Option, Mr. Verb, grüß Gott beieinander. Wir schauen mal aus. Geht's uns gut? Ich hoffe doch. Ich hoffe, ihr seid zauberhaft in die neue Woche gestartet. gestern offline gegangen und schau wieder da. Ja, der läuft ja direkt geschmiert. Wenn er ein wenig später wie sonst, aber man muss auch mal improvisieren können. Wir haben Bock. Das freut mich. Das ist grundsätzlich schon mal gut, dass ihr Bock habt. Ja? Wenn ihr Bock habt, ist das immer gut. Ja? Ich hab auch Bock, abgesehen davon. Ja? Ich hab natürlich auch Bock. Sonst seid ihr ja nicht da sitzen. Ja? Ist aber hoffentlich sowieso klar. So. Ja, haben wir schon eine Zeit nicht mehr gehabt. 2 Streams hintereinander, also 2 Tage hintereinander. Geht sich heute gut aus. Wird sich auch wahrscheinlich Mittwoch gut ausgehen. Also muss ich bis jetzt so sagen kann. Ich glaube, haben wir die Woche wieder ein wenig stabiler unterwegs wie die letzten 2, aber der wäre mal sein. Gut. Macht mir der Bot meine Nachricht kaputt. Ja, das Spazi-Navi, das grätscht da mal rein. Mit 2 gestreckten Füßen. Hey, ist 2 noch nicht sexy. Ja, man denkt, ich gehe ein wenig eher live, dann haben wir ein wenig mehr Zeit. Weißt du, wie es ist. Man muss ein wenig flexibel sein. Und Wi-Fi habe ich dir, grüß dich. Option ist auch am Start. Sehr gut. So, ich hoffe, Ihnen geht's gut, Freunde der Sonne. Ich hoffe, es ist alles im flauschig-grünen Bereich. Das war zauberhaft. Das war sehr zauberhaft. Gestern mit Volon war es tatsächlich schon ein wenig intenser mit dem letzten Boss. Hat man im Nachhinein, muss ich schon sagen, ja, war gut, hat mir gefallen. Wenn er ein wenig schwer war, aber war gut. Bin dabei noch im Löch da, der Haushalt macht sich leider nicht von selber. Wi-Fi tue ich nicht runter, das passt ja schon. Danke fürs Lörgen. Dampfe habe ich dir, grüß dich. Ja, heute wird es nicht ganz so Soul-Spieler-like. Also hoffe ich jetzt zumindest, ja. Weil heute tun wir nämlich ein bisschen mit der Nuzlocke weiter. Wir werden heute den 6. Arena-Leiter machen. Wahrscheinlich gleich nahtlos jetzt am Anfang. Weil's das Level Cap nämlich auf 43 bestehen bleibt. Das heißt, wir werden nicht mehr großartig rumreisen können, ohne dass wir uns selber irgendwie ein bisschen ins eigene Knie schießen. Sabrina wird ein bisschen, also die Arena-Leiterin heißt Sabrina, also nicht unser Purple Dragon. Sabrina oder Simsala, und Simsala ist sehr gefährlich. Es kann sein, dass vielleicht heute der eine oder andere da fliegt. Ja, schauen wir mal. Ah ja, der Haushalt. Ja, der Haushalt, der kickt wahrscheinlich bei jedem irgendwann einmal. Okay, Gary leider gemacht. Das hilft nicht. Wir brauchen, das ist das, wenn Twitch Money nicht gönnt, dass man sich einen Haushälter kaufen kann, also leisten kann. Aber gut. Was noch nicht ist, kann ja noch werden. Schauen wir mal. Jetzt müssen wir schnell ein bisschen schauen. Moment. So, da ist die Seite. Perfekt. Gut, das haben wir. Dann brauchen wir noch. Bin wieder top vorbereitet, sag ich. Ich sag's mir, es ist, ich hab schon oft drüber nachgedacht, ob man nicht 2-mal die Woche Putzfrau lässt.
Fun Fact: Frau Bazio nie überlegen, wenn wir umgezogen haben. Seriously, das meine ich ernst. Frau Bazio nie überlegen tatsächlich, ob wir uns, wenn wir umgezogen haben in die neue Wohnung, ob wir uns vielleicht eventuell einmal Putzfrau leisten. Mal schauen. No joke. Aber müssen wir mal schauen. Weil wir überlegen momentan mehrere Sachen. Staubsaugerroboter, ja oder nein. Putzfrau, ja oder nein. Gut, Rasenmäherroboter wird sich nicht umsetzen lassen, weil wir eine Beschichtung mitten im Garten haben, da fährt er nicht auf und ab. Also das kannst du vergessen. Aber man überlegt ja mal, ne? Man fasst es halt einmal ins Auge. Wenn die einmal in der Woche kommt, reicht da. Außer du wohnst jetzt irgendwie auf dem Bauernhof oder was, ja gut, da brauchst du wahrscheinlich ein wenig öfter einen, aber so normal einmal die Woche, auch nicht so unfassbar teuer sein. Aber schon im Mate, ja natürlich. Ja natürlich, sowieso klar. Mit dementsprechend, ne? Mit dementsprechend Gesäuge. Wenn wir es mal vornehm ausdrucken. Gut. Sonst gibt es eigentlich nichts Großartiges Neues. Das meiste habe ich gestern verzeiht. Ich werde, also sollte ich es Sonntagvormittag wieder einrichten können, dass wir einen Stream anwerfen, dann werde ich ein bisschen ein wenig auf Sonderwohnung zeigen. Ja, ich habe mir das jetzt ganz fest vorgenommen, werde mir heute noch im Stream noch ein paar Fotos auf einen Ordner ziehen und werde dann wahrscheinlich jetzt, ja, die Woche, wenn wir Schlitzen anfangen, noch das eine oder andere Foto machen, dann zeige ich am Wochenende mal so ein bisschen, was Stand der Dinge ist, wie es einmal gewesen ist, oder besser gesagt, bis 42 Jahre lang war und wie es halt jetzt aktuell ausschaut und wie es vielleicht einmal werden soll. Das machen wir aber dann tatsächlich, wenn dann am Wochenende, weil, wie gesagt, unter der Woche haben wir Streamzeiten technisch ein bisschen gar eingezwickt. Da sparen wir lieber FC, hätte ich fast gesagt. Apropos, wir streamen heute ziemlich genau bis Punkt 8. Vielleicht noch 2-3 Minuten länger. Mein Stream hat sich heute eine Stunde ein wenig nach hinten verschoben. Deswegen ziehe ich heute bis 8 durch, dass wir halt ungefähr 2 Stunden voll haben. Aber ja, besser ist nichts. Besser 2 Stunden wie gar nicht. Deswegen, Freunde der Sonne, da ich fast vorschlagen, wir schauen mal langsam ins Spiel rein. Und ich muss mir mal auf Stand der Dinge bringen, wo es genau Phase ist jetzt. Ja, ich weiß, dass wir letztes Mal im 5. Orden so dermaßen verdroschen haben, dass er nicht einmal einen Angriff machen kann. Aber sonst weiß ich nicht, was aktuell Phase ist, wo es ansteht. Das werden wir jetzt auszufinden. So, dann machen wir mal Musikpause. So. Gleich zum Mitschunkeln eine gute Muse. Wenn sie im Schlafzimmer putzt, dann kommt sogar dreimal. Das kommt darauf an, was die da putzt. die darf ruhig schruppen. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Was denkt jetzt da dabei, denkt, das überlasse ich eurer Fantasie. Aber gut. So, da haben wir. Perfekt. Genau. Momentan schauen wir mir folgendermaßen aus. Ich muss jetzt, Moment, muss man da jetzt. Ich spüre ein bisschen auf meine Ohren nieder dran, weil sonst kriege ich einen Tinnitus. Ruppen du wieder an der C-Maschine. Du? Gut, sie darf auch wedeln. Genau, wir haben, wie gesagt, letztes Mal einen Kocher verhauen. Unser Level Cap ist jetzt nach wie vor Level 43. Das heißt, wir dürfen nicht überleveln, weil sonst dürfen wir die ganzen Pokémon, die wir jetzt haben, nicht mit zu Sabrina nehmen. Ja, das steht im Regelwerk äußerst präzise niedergeschrieben. Cube Twister, habe die Ehre, grüß euch benannt, wie geht's und wie geht's mit dem Umbau voraus? Cube Twister ist erstens einmal schön, dass du bist. Es geht soweit ganz gut. Der Umbau geht gut voran. Jetzt heute und morgen ist eher ist tatsächlich nichts. Wir warten, bis morgen der Elektriker kommt, damit uns der mal sagt, hey du, da Schlitz setzen, ja, nein, vielleicht oder gar nicht. Aber ansonsten geht's tatsächlich recht gut voran, muss ich wirklich sagen. Auch die ganze Bürokratie, die wo dahinter steckt, geht jetzt wirklich langsam seine Bahnen. Ne, so Notarscheiß und Bankscheiß, das zieht sich ja Wochen hin. Aber so, wir sind zufrieden. Ja? Also wir haben gut in der Zeit. Wollen wir jetzt eigentlich in dem Sinne keinen Zeitdruck nicht haben, aber wir sind zufrieden. So, ich bin leider auch schon wieder weg, wie die Wife schon gesagt hat, Haushalt, ja passt schon, Dampfe. Du kümmerst dich um deinen Haushalt, das passt ihm schon, merci trotzdem.
Warum ein Pfuscher? Nichts gegen E-Leit, aber... Wie? E-Leit? Also du meinst jetzt praktisch die Bürokraten? Oder wie sage ich das? So, was haben wir jetzt da? Jetzt legen wir mal ein paar genannte ab. Damit wir uns ein bisschen neu aufstellen können. Achso, Elektriker. So, ja, nein, der unser nicht tatsächlich. Der unser ist tatsächlich ein ganz zauberhafter. Ja, der kümmert sich schon. Ja, so ist es jetzt nicht. Relaxo mal mit. Zwei nehmen wir nicht mit. Luna nehmen wir noch mit. Einer aus einer Million. Ja, nein, wir kennen tatsächlich ganz viel, also die Handwerker, die bei uns tätig sind, wie jetzt zum Beispiel auch der Dachdecker, der wo Freitag und Samstag da gewesen ist. Wir kennen die Leute privat und das sind, wie gesagt, sehr zuverlässige Leute. Also denkt euch jetzt nichts, ich habe jetzt den Ton einfach schnell stumm geschaltet, weil sonst hört sich das ein bisschen komisch an, wenn ich da auflevelt. Das bietet mir ein bisschen voraus. Dabei muss ich nicht, weil es eh nicht völlig wurscht ist. Aber sonst, wenn du jetzt natürlich auf eine Firma angewiesen bist, dann kann das zu Kopfschmerzen führen, definitiv. Ja, wir haben halt, wie gesagt, tatsächlich das Glück, alle Handwerker, die wir brauchen, die kennen wir tatsächlich. Das ist einfach mal auf Level 40 geht das Ganze. Ein bisschen Luft haben. Wo nimmst du gute Elektriker her? Wo muss ich hin? Kommst du auf Passau? Da wirst du fündig. Gut. Die hat jetzt Flammenwurf, dann kann man die Old Nona eigentlich weiterentwickeln. So, haben wir gleich mal Entwicklung. Ulnona IDs. Birgit, habe die Ehre. Hallo aus dem Krankenhaus. Wie geht's dir denn? Hast du es gut überstanden? Ich hoffe, dir geht's gut. Also, du wirst jetzt zwar buchstäblich die Nosen gewaltig voll haben. Ja? Also, ne? Aber ich hoffe, du hast es gut überstanden. Ich hoffe, sie haben es gut überstanden. Dann haben wir 40. So, was nehmen wir definitiv nicht mit? Die zwei nehmen wir nicht mit. Hisoka nehmen wir eventuell noch mit in der Arena. Dann nehmen wir noch mit. Ja, nehmen wir einen Dampfi mit. Ich bin um 12:30 in Narkose gekommen, um 16:15 aufgewacht. Ja, du wärst wahrscheinlich nur ein bisschen neben der Rolle, so ein Tipp jetzt einmal, oder Birgit? Jetzt noch ein wenig groggy sein, was absolut verständlich ist an der Stelle. So, der Dampfi kriegt jetzt auch seine Entwicklung, abgesehen davon. Taubos it is. Und so ein Zipfel schon. So, perfekt. Gut. Laut Arzt war es eine brutal schiefe Wand. Ja, das war bei mir genauso. Das war bei mir genauso. Also bei mir hat er gesagt, es war gut, was zu tun. Aber glaub mir, du wirst es nicht bereuen, dass du es gemacht hast. Ehrlich nicht. Du wirst das nicht bereuen, dass du das gemacht hast. Also ganz ehrlich, alle, die da überlegen, das machen zum Lassen, weil es notwendig ist. Ich bin auch lang davor weggelaufen. Einfach weil ich Pampers voll gehabt hab davon. Aber ohne Scheiß, die OP,
das war, glaube ich, eins der besten Dinge, die ich jemals hätte tun können. Ja, also, was ich Luft kriege jetzt mittlerweile, das ist geisteskrank. Ich hab zwar Schein Brot, Würst und ein bisschen Gemüse mit warmer Pudding. Der Pudding war balsam für Zähne. Ja, das machen sie bewusster so. Die fuhren da irgendwelche Cerealien oder beziehungsweise halt Siersachen, dass du halt mit dem Kreislauf wieder in den Tee kommst. Müssen wir Lemonade kaufen. Kaufen wir Limo. Dann kann er nicht jammern. Nasenscheide und Nasenmuschelverkleinerung war's und das noch nicht mit. Was? Nasenscheidewand und Nasenmuschelverkleinerung war's und die das noch nicht. Achso, okay, ja. Zittrig noch, ja, das sind die ganz normalen Nachwirkungen vor der Narkose. Also oder nach der Narkose. Also so richtig gut geht's da eigentlich erst morgen. Ja, also wie gesagt, da darfst du jetzt keinen Kopf nicht machen. Du wirst wahrscheinlich jetzt noch in absehbarer Zeit ziemlich schnell einschlafen, du wirst aber dann wahrscheinlich auch in der Nacht nicht mehr viel schlafen. Also bei mir war es halt tatsächlich so, die ersten 2 Nächte, die waren ein bisschen unflauschig. Also jetzt nicht wegen der Schmerzen, gar nicht, sondern halt einfach wegen dem Schlafmangel. Weil der Schlafrhythmus durch die Narkosen so dermaßen durcheinander geschissen wird. Aber das pendelt sich alles recht schnell wieder ein. Aber auf alle Fälle natürlich auf dem Wege äußerst schnelle und zuverlässige Genesung. Ja? Wie gesagt, du wirst es nicht bereuen, wenn du aus dem Krankenhaus, wenn das ganze Gewerk da oben mal frei ist, wirklich, dann wirst du froh sein, dass du das gemacht hast. Definitiv. So. Da ist die Arena. Oh, leck, müssen wir zuerst Team Rocket aus Saffronia City vertreiben, bevor wir in die Arena können. Uiuiui, dann wird es aber mit Levelmanagement nicht ohne. Dann wird es tatsächlich so. Da müssen wir unser unser Team mit Sabrina bauen und das müssen wir auf der Box liegen lassen, damit wir die Pokémon nicht überleveln. Dann müssen wir tatsächlich erst Saffronia City von Team Rocket befreien. Okay, ja gut. Ich muss wieder Dauerlurken, viel Spaß. Du, dann sage ich merci fürs Dauerlurken. Cube Twister, ich wünsche dir weiterhin viel Spaß. Price, habe ich die Ehre, grüß dich. Ich habe jetzt eine Ladung Nasenschleidern gekriegt. Was ist denn ein Nasenschleider? Also Tempobackel, ein Schneidshudern meinst du, oder wie? Na, kann man nicht vorstellen. Macht keinen Sinn, du darfst es eigentlich gar nicht schneizen. So, jetzt passt's auf. Dieser Flor nehmen wir safe nicht mit in die Psycho-Arena, weil es so dermaßen penetriert wird, dass es nimmer schön ist. So, was man vorstellen kann, was man mitnehmen, ist Relaxo, weil sie ziemlich hohe Special Defense hat. Und Alt Nona. Weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Ein Sigi nehmen wir nicht mit und gut zusammen nehmen wir auch nicht mit. Das heißt, die zwei können noch mal dabei bleiben, wobei es eigentlich keinen Sinn macht, weil ich nicht zwei Boden-Pokémon dabei haben will. Dann geht der Sigi jetzt erst einmal nach unten. So, und dafür nehmen wir mit, wir können noch ein Wasser-Pokémon brauchen, ein vernünftiges. Nehmen wir einen Tadeus mit. Das ist unser Tentacher. Das kann man noch mitnehmen. Wir nehmen nicht mit in die Arena. Dwifey kann man mitnehmen tatsächlich. Nido Birgit kann man auch mitnehmen. Ihr wisst selber, was man da nehmen, Birgit mit. Wenn es schon im Krankenhaus liegt, dann ziehen wir es mit auf. Trick habe ich die grüß dich. Das ist so ein Watteding, geht von einem zum anderen Ohr und unter. Ach, das da! Ja, das habe ich auch gehabt. Das habe ich auch gehabt. Das wirst ein paar Tage noch haben. Weil die Nosen blärt ja noch nachher. Das hast du, glaube ich, 3 oder 4 Tage habe ich das Ding gehabt. Und dann, nachdem sie mir im Endeffekt Tamponagen ausgezogen haben, dann habe ich das Ding auch weiter gehabt. Genau. Ja gut, dann werden wir wieder ein wenig speeden. Weil aufleveln und grinden ist ja zeitintensiver, wo wir sagen lassen.
Ich habe Röhrchen drin, damit es nicht komplett dicht ist. Ja, das darf eh nicht drin dicht sein. Sonst wächst es ja wieder zu. Also bei mir, ich habe keine real nicht drin gehabt. Ich habe so eine Silikonwand, also so Fliegel, haben das gewesen. Die hat er mir quasi links und rechts und die Scheidewand um da, damit ich das in Ruhe abheilen kann, aber die Nosen war trotzdem noch halbwegs frei. So real hat er mir gar nicht ein da. Spotty, aber die Ehre, grüß dich. Wie geht's euch, Trick, Spotty? Alles gut bei euch? Schön, dass du hat's. Ich hoffe, ihr seid gut in die neue Woche gekommen. Alles wunderbar, danke und selber. Sehr schön, das freut mich zum Herrn Spotty. Bei mir soweit auch alles im grünen Bereich. Wir haben halt ganz entspannt mit der Nuzlocke weiter. Ich würde gerade sagen, muss ja immer noch entwickeln. Mehr Entspannung, mehr gut. Genau so ist es. Mehr Entspannung ist immer gut. Vor allem an einem Montag. Montag ist immer wichtig, dass man ganz viel Entspannung hat. So, da wird mein Bier geht nur auf. Perfekt. Gut, dann gehen wir mit dem Team auf alle Fälle mal in Rocket-Basis. Weil die nehmen wir wahrscheinlich eher nicht mit zur Sabrina dann tatsächlich. Gut. Schauen wir mal. Jetzt muss ich gerade das Silphco-Gebäude finden. Das müsste aber eigentlich da unten irgendwo sein, wenn wir nicht alles täuscht. Beziehungsweise, nein, wir haben ja schon ganz rund. Da müssen wir Straße weiter auf. Das müsste rein theoretisch das da sein. Ja, da steht schon so ein Rocket-Zipfel davor, das muss das sein. Wir kriegen auch da drinnen, fällt mir gerade ein Lapras geschenkt. Wir kriegen in der Stadt 2 Pokémon geschenkt. Einmal ein Lapras und einmal ein Nocturne oder ein Kikli, eins von beiden. Lapras ist ein potenzielles Top 4 Pokémon. So, jetzt wenn ich es richtig im Kopf habe, müssen wir erst in den 4. Stock? Maybe? Sicher wissen du es leider nicht mehr. Wir müssen auf alle Fälle den Türöffner finden. Und da wartet natürlich auch unser Rivale auf uns. Ist aber hoffentlich sowieso klar. Bin mir, glaube ich, ziemlich sicher, dass wir da einen müssen. Aha, der schaut noch Hund und merkt mich. Sehr gut. Second Command of Silphco. Ja, schön. Wir werden natürlich auch wieder Vorhersagen machen können in der Sonne. Ist aber hoffentlich sowieso klar. Okay, wir haben ja dezent überlevelt, aber okay. Tauber ist einfach die beste Dauerwelle im Pokémon-Universum. Drowsy. Oh, fliegen wir mal. Easy. Ja, also ich sage jetzt mal so, die Rocket-Rüppel werden uns wahrscheinlich kein Haar nicht krümmen können. Da haben jetzt, glaube ich, 2... Kämpfen wir in der Silphco gegen Giovanni? Weiß ich gar nicht mehr. Das weiß ich gar nicht mehr. Aber der ist Siege. So, du bist auf alle Fälle kein Feind nicht. Boah, ich muss jetzt erst herausfinden, wo man den Türöffner gefunden hat. Das weiß ich halt einfach echt nicht mehr.
Da müssen wir auf alle Fälle irgendwann einmal eine. Sieger ist gut bei dir. Muss ich dann direkt einmal schauen, weil ich kann mich da einfach absolut nicht mehr daran erinnern, wo der... Ich weiß, dass wir... Ich bin mir fast sicher, dass wir im 4. Stock irgendwo... dass wir da auf den Gary treffen. Was der Spiele beraten zu haben, wenn es war? Sehr gut. Ja, ich werde noch ein wenig suchen und wenn ich ihn gar nicht finde, dann Option dann da auf die zukommen. Ist das in Ordnung? Ist das genehmigt deinerseits? Autsch. Sehr gut. Mein Taubos kann ungefähr gar nichts. Hat der jetzt einen Switch predicted oder wie? Ja. Der Feier, der kümmert sich um die Fledermaus, das ist zauberhaft. Passt schon soweit, habt zwar ein bisschen Hausarbeit an der Backen, aber sonst passt bei dir. Oh, du bist schon der Dritte, der heute mit der Hausarbeit beklagt ist. Aber schön, dass alles passt bei dir. Bei mir ist soweit alles im grünen Bereich. Schön, dass du trotzdem da bist. Ja, oh, wie der, grüß dich. Ja, du bist voll im Einsatz. Du bist voll im Einsatz. Haben wir die vorher extra entwickelt, damit das besser wird. So, ich weiß noch, dass man den Türöffner findet man irgendwo auf der unteren Seite. Aber was für ein Stock das gewesen ist, das weiß ich halt jetzt natürlich nicht mehr, gell? Wobei, das können wir ja eigentlich ganz locker außer... finden. Ja, okay. Aber ich glaube, es war schon der 4. Stock. Ich kann mich nur erinnern, du gehst oben und dann ist da Pflanzen dort und so ein Teleporter und dann ging es nach rechts weg, in so ein schmaler Gang. Du musst quasi in den einen Teleporter rein und dann wieder zurück und dann nach rechts gehen und dann ist da unten der Türöffner. Der Feier, ist es gut bei dir? Kaffee. Oh, das überlebt sogar, null. Okay, mit Magneton will ich mir jetzt dann zwangsweise nicht anlegen. War ja damals noch kein Stahl-Pokémon, ne? Sondern nur rein Elektro. Lucky, aber der, grüß dich. Ja, Luli hat keinen Bodenangriff. Ja, passt alles, danke der Nachfrage, wieder zurück im Leben nach einer Woche mehr. Ach du Scheiße. Ja, dann bin ich schon froh, dass du das überstanden hast. Und dass du wieder vollends am Leben teilnehmen kannst. Ich hoffe, du hast deinen Montag gut überstanden. Ja, der Verb singt schon wieder mit schon her. So jetzt sauerhaft, wenn sie dann Leute nostalgisch von der Musik mitgenommen fühlen. Die gute Musik. Schickt mir auf ein Konzert, wo sie Retro-Musik von Pokémon spielen. I'm in. Ich zahle jeden Preis. Brenner, Sabitere, merci dir für deinen Resub im 6. Monat. Bist schon ein halbes Jahr dabei. Danke dir für deinen Resub. Weiterhin willkommen, das ist die Stelle. Weiterhin willkommen in der Basis und viel Spaß mit dem Mods. Wie geht's dir? Ich hoffe, du hast einen schönen Montag gehabt. So, das ist eigentlich die Krux an der Geschichte. Einfach da wieder retour gehen und dann nach unten.
Dann laufst du zwar zwangsweise in einen Trainerkampf rein, aber du kriegst das Item, was wir brauchen. Hab ihn schon gefunden. Oha. Königskobra. Habe die Ehre. Wie geht's da? Ja, das sollte jetzt aber eigentlich ein Flügelschlag eigentlich auch killen können. War ganz in Ordnung. Und bei dir? Freut mich zum Hören. Der Montag war zauberhaft eigentlich. Also, ich habe halt Überstunden aufgebaut. Also, ich hätte ja eigentlich heute und morgen noch frei. Aber ich gehe jetzt heute und morgen in die Arbeit, weil ich unbedingt Überstunden aufbauen muss, weil ich ein bisschen im Minus bin. Und ja, aber sonst hat es eigentlich schon passt. Und danke für dein Lurk und danke nochmal für deinen Resub. So. Card Key, der Türöffner. Das ist das, was wir brauchen. Ah, da können wir nicht durch, okay. Ja, gut, müssen wir wieder außen rumgehen. So, du kannst jetzt die Tieren da aufsperren. Das heißt, du kannst es auch aufsperren. Dann können wir uns so ein bisschen die Shortcuts eröffnen. Wenn mir nicht alles täuscht, gibt es, glaube ich, im Erdgeschoss ein Item zum Finden. Ganz rechts im Eck. Da müssen wir schnell luren. Ich würde sagen, was für einen Stück haben wir denn mir jetzt gewinnen? Im 10. oder was? Aha. Normalerweise müsste da ein Item liegen, oder? Oder war das nur in der Block grün? Okay, das war nur in der Block grün, also. Und das war es auf der anderen Seite. Das kann natürlich möglich sein. Ja, okay, das war dann nur im Remake. Okay. So, und jetzt, wenn man nicht alles täuscht, müssen wir im 4. Stock rauf. So, der erste, der zweite, dritter, vierter. Und dann müssen wir da herunter irgendwo, auf der Seite. Müssen wir da einer. Und dann müssen wir da oben irgendwo ein Teleporter sein, rein theoretisch. Oder auch nicht. Müssen wir noch eins rüber. Da müssen wir einer, genau. Das ist das, wo wir hin müssen. Und da ist ein Teleporter drin und der portet uns genau da hin, wo wir hin sollen. Normalerweise. Ja? Also wenn wir jetzt nicht alles täuscht. TM9, was haben wir da? Was ist TM9? TM9 ist Bodycheck, okay. So, lassen wir mal schnell kurz Heile machen. Wollen wir schon irgendjemanden mit einem Steinangriff? Aber nicht, aber ist wurscht, da müssen wir abziehen mal vier. Der wird uns das schon irgendwie regeln. Ist noch nicht da, wo wir hin müssen. Imagine. Jetzt den richtigen Weg finden. Oh, das Item, das nehmen wir mit. Hypertrank, gut, darf man technisch nicht verwenden. Okay, wir haben richtig. Da unten ist nämlich der Rivale. Perfekt. So, erste Vorhersage, Freunde der Sonne. Ihr dürft wieder mal einige Kanalpunkte investieren und eventuell gewinnen oder verlieren, je nachdem. Und zwar schaffen wir ein Blau Deathless. Gebe ich 2 Minuten Zeit. Und ihr könnt eine Punkte einwerfen. Der Preis ist schon wieder ganz hoch so bekehrt. Dabei muss ich mir schnell ein bisschen warnen. Gang aber glaube ich auch da. Jetzt Moment mal. Wo haben wir denn? Soul Bash Swift Company, da ist. So, wo ist der Rivale?
Da ist er. Ach du Scheiße, der hat... Oha, der hat... Oha. Oho. Oho. Oho, der hat ein gutes Team. Der hat ein ziemlich gutes Team sogar. Okay. Ja, das wird man schon irgendwie hinbringen. Hoffe ich jetzt einmal. Oha, da fließen da schon wieder tausende Punkte rein. Leck mir am Arsch. Der hat's ja schon wieder voll on fire. Und das an einem Montag. Aber so soll's eh sein. Hauptsache meine Google-Mail-Adresse von meinem Twitch-Account schreibt mir Basin auch wieder rüber, müsste man chatten. Der Chat vermisst dich. Mein Bot-Account hat noch nie in seinem Leben einen Stream gemacht. Aber gut. Gut. Wie schauen wir aus? Punkte habt ihr gesetzt? Sehr gut. Dann hoffen wir mal, also da wünsche ich, geht noch zu Ende, Entschuldigung. Dann wünsche ich schon mal alle viel Glück bei der Vorhersage, dass auf die richtige Seite gesetzt habt. Ich schaue jetzt nochmal schnell durch. Fängt mit Ding an. Ja, das meine ich, das kriegen wir schon hier so. Ui, aber das Problem ist, der hat ja auch ein Taubos. Simsala. Aber wir haben 5 Level drüber. Außer bei seinem Starter-Pokémon, da haben wir fast Zeit. Aber okay. So, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Genauso ist Mr. Verb. So. Rivalenkampf, Freunde der Sonne. Was hat der mal angestimmt? Ich hab das andere genommen. Hallo. Ja, sie grüß dich. Du, man munkelt. Schauen wir mal. So, er der Taubos. Und wir haben einen Gut zu Fuß. Man munkelt, dass der Gut zu Fuß besser ist. Ja, wie geht's da? Ist alles gut bei dir? So, kleiner Fun Fact. Schlitzer in Gen 1 crittet immer. Das ist ein Bug im Code vom Spiel. Soll halt eigentlich so nicht gedacht sein. Es soll nur eine erhöhte Volltrefferquote haben, so wie es in den nachfolgenden Spielen ist. Wie gesagt, durch einen Bug in der Codierung krittet Schlitzer in der ersten Generation immer. Was wir jetzt natürlich ein bisschen abusen müssen. Bis auf deinen Nacken alles tut, ich hoffe, euch geht's auch gut. Oh je, was fällt deinem Nacken? Aber bei mir ist es gut, danke dir. So, der Oliver Kahn aka Oberei kommt ins Feld, das ist gut, das ist nämlich ein ganz gemare Wiss für den Feind, oder? Okay, alle Epileptiker haben jetzt einen Anfall wahrscheinlich. So, easy kill. Okay, Garados, das ist sehr wahrscheinlich Hydropumpe. Da muss ich mit dem Dampf wieder gegen. Black geschlafen von Donnerstag, Freitag wegen der Shiva und seither kann ich mich nur noch mit Tabletten bewegen. Alt werden ist auch gerade. ja, fühle ich, Jassi, fühle ich total. Was mir bei Verspannungen hilft, ist ein heißes Badwanne. Oder generell Hitze, also warmes Wasser soll sehr gut helfen. Oder im schlimmsten Fall zum Physio gehen. Dass der mal sauber durchknetet wieder, dass er mal alles frei macht. Okay, Houston, wir haben ein Problem, das Garados macht verdammt viel Schaden. Bin ich da mit Bisa-Basi fein? Kann einen Leech seeden und dann zerschneiden, theoretisch, weil das, glaube ich, hat ja nur eine Hydropumpe. Backe, so Drachenwut. Drachenwut macht immer 40 Schaden. Dass er jetzt meine Verteidigung senkt, macht es jetzt auch nicht unbedingt besser.
Okay, gut, dass es daneben geht. Ich hab öfter ein bisschen Knackweh, aber sowas habe ich noch nie erlebt. Bin normal nicht so der Mimimi. Ja, du, ich bin fast wöchentlich mit Rückenschmerzen geplagt wegen meiner Lendenwirbel durch mein Gräs. Ich weiß ganz genau, wie kacke das ist. Es gibt nichts Schlimmeres wie Nacken- und Rückenschmerzen. Da tut mir lieber das Knie weh. Bei dem Ding habe ich dezent Schiss. Das Viech ist sauschnell und hat einen unfassbar hohen Spezialangriff. Aber I believe in gut zu Fuß. Gut, dass das nur Konfusion ist. Und das, allein nur Konfusion macht schon 51 Schaden. Wenn der Psychokinese macht, dann ist aber direkt Feierabend, gell? Der Trade von Simsala ist, dass er dafür überhaupt keine Verteidigung nicht hat. Der Gutzufuß hat sich da sehr dezent drum gekümmert. Ich mag auch 2 Leben. Bald, Mr. Price. Bald. Noch im 7. Orden. Okay. Der hat ein Glurak. Das ist eine Sache für den Thaddeus. Simsala ist so ein nices Pokémon. Oh ja. Das war aber so jetzt nicht geplant. Okay, das Schlitzer immer Kritik gilt natürlich selbstverständlich auch für ihn, gell? Wir haben das jetzt gemacht. 118. Das darf ich um 4 KP überleben. Ich darf dann Crit um 4 KP überleben. Fuck, mein Tentoxer schläft! Ich hab's nicht kalt. Fuck. Ja, dann haben wir, jetzt pass auf, jetzt wird's tatsächlich ein bisschen knifflig. Ich kann jetzt eigentlich nur noch in 2 Pokémon Safe gehen und das ist einmal Vulnona und einmal Nidoqueen, weil die noch Full Life haben. Ich werde aber mit beiden nicht outspeeden können. Die hat 83 Verteidigung. Und die hat 65 Verteidigung. Das heißt, ich bin eigentlich am safesten mit Nidoqueen. Ah, vom Damage Output her. Slash. Okay, da tankt man auf alle Fälle nur 2. Das waren jetzt 2, 12, waren 44. Da tankt man nur noch 1. Okay, das war High Roll. Luna ist paralysiert. Oh, können wir da Deathless überhaupt noch raus? Ich werde da glaube ich Deathless gar nicht mehr rauskommen. Das müsste sein letztes Pokémon sein, right? Yes, sein letztes Pokémon. Habe ich mit ihr irgendeinen anderen Angriff außer Flammenwurf? Oh wow, Quick Attack. LOL! Okay, er lockt sie in Rage. Das ist jetzt tatsächlich fein. Ja, ich mach 2 Schaden. Okay, das war Crit. Lol, dass ich heute auch kein Full-Para nicht fries, gell?
war wieder ein Crit. Du Drecksack. Nutze einfach einen Trank. Oh, überlebe diesen nochmal. Nice. Ich glaube, wir haben es. Ui! Das war knapp. Das war richtig knapp. Glurak gefährlich. Da war Simsala harmlos dagegen. Okay, der Kampf war intens. Also im Verhältnis, ne? Zu den alle anderen Kämpfen war das jetzt mal wirklich etwas, was brenzlig geworden war. Okay, dann gratuliere ich alle, die für Deathless gestimmt haben. GZ an euch und euren verdienten Punkten. Okay, gut, ich muss dazu sagen, ich hab mir selber schwerer gemacht. Ich hab nicht gesehen, dass Tentoxa eingeschläfert war. Weil wenn es Tentoxa kalt hätte, war das Glurak wahrscheinlich weniger das Problem gewesen, weil dann hätte es einfach mit Aquagnade zugespammt. Aber gut, war zumindest ein bisschen ein Content. Mike Draw. Ja, bist du, was hast du mit dem Preis? Der Price gewinnt momentan alles. Ja, der hat letztes Mal schon angestaubt, aber es sei ja mehr vergundet. Wenn man mal im Verhältnis sagt, was er schon alles verloren hat. In den Nuzlockes, ja, da sei ja mal ein paar Punkte vergundet. Gut, von dem Typen da kriegen wir ein Lapras, das werden wir uns auch holen. Wir müssen uns dann nur merken, wie wir da hinkommen, weil ich kann das Lapras, glaube ich, nur holen, wenn ich einen Spot im Team offen habe. Aber das werden wir jetzt eh gleich ausfinden. Jetzt bringe ich erstmal mein Team wieder auf Vordermann. So. Gut, gibst du dein Lapras aus, wenn ich das volle Team dabei habe? Oh nice, wir kriegen es auch so, okay. Gibt's im Chat jemanden, der Lapras auch mehr hat? Ich sag's nochmal, Lapras ein potenzielles Pokémon, was wir in die Top 4 mitnehmen können. Und wahrscheinlich auch während, wenn wir es bis dahin schaffen. Yassi mag Lapras sein. Jetzt brauchen wir eine Verbindung zwischen deinem Twitch-Namen und Lapras. Was darf man denn da davon hin? Das darfst du natürlich erforschen. Okay, passt, das nehmen wir. Wenn es hingeht, ich hoffe, aber das soll ja eigentlich hingehen. Ah, das meine ich, wird gerade nicht hingehen. Dann probieren wir es mal. Oh, die hab ich ausgewählt schon hin. La, Marschall. Passt das so? Das meine ich nicht mehr so, ha? Das hast du zauberhaft ausgemeint. Sehr gut. Fuck. Ich darf's noch nicht mit. Achso, doch. Er schickt mir es auf Box, das ist gut. Ja, laber mich nicht voll, du sollst mir endlich. Danke. Sehr schön. Zauberhaft. Okay, wir müssen nochmal gern Giovanni kämpfen. Das heißt, wir machen gleich wieder Umfrage, weil warum auch nicht? Der Price, der hat so einen Lauf. Giovanni sein Team ist auch gar nicht einmal so schlecht. Fuck, da hat uns der Dwayne helfen können. Aber gut, den haben wir jetzt nicht dabei. Das macht jetzt ja nichts.
Müssen wir erst einmal den Rüppel da verhauen. Motzak, merci dir für deinen Raid. Kommentiere. Wie war der Stream? Weißt du, sag mal bitte, was du nimmst, bevor ich vote. Genau, die kann ich eigentlich gleich starten, gell? Warte mal, ich muss mal schnell ums Ding kümmern. Machen wir es wieder mal ein wenig spannender, ha? Machen wir es wieder mal ein wenig spannender. Jetzt haben wir wieder 2 Minuten Zeit und zwar schafft der Giovanni, dass er uns crittet, ja? Also der Giovanni muss uns mit einem Volltreffer erwischen. Schafft er das? Ja oder nein? Habt ihr 2 Minuten Zeit, haut euch eine Punkte ein. Geschmeidig und ruhig. Sehr schön. An einem Montag muss er bekanntermaßen ruhig zugehen, habe ich mir gehört. Genau, schaut gerne mal beim Mozart vorbei. Grazer Gitarrenspieler. Gibt's viel Musik-Content, gerne mal draufschauen. Bitte, Dankeschön. Ja, der Optio ist halt auch voll in Berserkerlaune. Ja? Der schießt einfach einmal alles weg. Ja, aber ja, wie sag ich schon, jeder im Chat orientiert sich zukünftig nur noch am Preis. Okay. So, lassen wir mal schauen. Okay. Wie das so, dann bleiben wir mir eigentlich so stehen. Ich mach die Fraktion Geizhals. Ja, ich glaube, du warst grad nicht da, wie die erste Umfrage und die zweite gekommen ist. So. So, kurz warten. Ah, jetzt werden Punkte ein wenig zögerlicher eingeworfen. Ja? Jetzt ist es nicht mehr so. Crit ist halt reiner Zufall, ne? So Deathless ja oder nein ist halt so ein bisschen von mir abhängig, wie gut ich spiele, aber Critten ja oder nein ist halt reiner Zufall. Was nicht? Ja, macht doch nichts. Wir werden noch eine Umfrage machen, so ist es nicht. Wir haben noch einen Arenaleiter zu machen. Wahrscheinlich sogar 2. Ja, 2 werden wir nicht schaffen, aber einen schaffen wir auf alle Fälle noch. Du musst auf Hall of Fame. Jetzt sind wir allzu weit, wie gesagt. So, ich hoffe, ihr habt keine Punkte gesetzt. Wir verhauen jetzt einen Giovanni. Oder werden wir verhauen, je nachdem. So, er fängt mit Nidorino an. So, nach Adam und Riese sind Bohnenattacken gegen Gift-Pokémon sehr effektiv. Dem ist noch immer so. Gut, somit ist der Gutsu-Fluss für die nächste Arena gesperrt, weil er überlevelt ist. Da haben wir Kangama. Kangama ist in der ersten Gen auch nicht ohne. Sehe ich jetzt aber ehrlich gesagt keinen Grund nicht aus zum Wechseln. Auf der einen Seite möchte ich Punkte ausgeben, auf der anderen Seite spare ich auf was Besonderes. Was werden das sein auf das, was du sparst? Auf einen Shooter wahrscheinlich, oder? Bihorn, okay. So, hat auch Einser. Easy. Wer war? Kenn meine Pappenheimer schon. Der hat sich Birgit genommen, das finde ich überhaupt nicht sauber. Okay, somit ist der Fall klar. Giovanni hat uns nicht gekrittet. IZ.
Ja, ich glaube nur einen einzigen Angriff getroffen. Das war, Raserei. Hätte ja sein können. Ja, natürlich. So, durch das, dass wir ihn jetzt gerettet haben, das ist der Präsident von der Hirnanstalt da drin hat, kriegen wir einen Meisterball. Von dem werden wir auch Gebrauch machen. Früher oder später. Ich habe da nämlich ein ganz gewisses Pokémon im Sinn, was ich damit fangen möchte. Und ja. Team Rocket hat sich jetzt somit aufgelöst. Die haben nichts mehr zum Maten und wir haben jetzt freie Bahn. Also Team Rocket wird uns so nicht mehr in die Quere kommen. Der Giovanni allerdings schon nochmal. Aber der kommt uns quasi nicht in die Quere, weil er was gegen uns hat, sondern weil er der 8. Arena-Leiter ist. Zapdos? Möglich. Möglich. So schnell wie Bazi die Vorhersagen auflöst, kennen wir Mods glatt hat's 4 Jahre. Ja, wenn ich Zeit habe, weißt du es eh. Aber du darfst gern die nächste auflösen, Sigi. So ist es nicht. Dann machen wir schon geschwind heilen. So. Und dann könnte man eigentlich straight in die Arena gehen. Weil normalerweise, wenn ich es richtig im Kopf habe, müsstest du die Trainer umlaufen können. So. Gut zu Fuß ist für die Arena sowieso gesperrt. So, jetzt ist die Box voll. Wir haben in Box 2. Jetzt nur. Nimmt schon noch. Dann nehmen wir mal alles ab. Okay. Und dann nehmen wir uns einmal das Team für Sabrina mit. Gut, wir nehmen als Marshall levelt man auf alle Fälle mal noch schnell geschwind auf. Wir nehmen definitiv mit in die Arena an Price. Weil Lefi OP. Wir nehmen definitiv mit Fichteli. Wir nehmen auch definitiv mit Hypno. Was haben wir jetzt alles dabei? Geht uns noch eins ab. Wir kann man Sai theoretisch mitnehmen. Kann man Mr. Krabs mitnehmen. Dwayne nehmen wir nicht mit, das bringt uns gar nichts. Ja, die zwei Dwifey und ein YBO können wir auch nicht mitnehmen, ist zu gefährlich. Flash kann man noch mitnehmen, tatsächlich. Stimmt. Mehr lebt wie mehr gut. Bazi 30 Suppen mit Scheuer. Tatsächlich eigentlich nicht. Ist eigentlich ganz selten Suppen. Gut, ich werde jetzt wieder ein bisschen Musik ein, während ich auflevel, weil das dauert aber so ein bisschen. Jetzt werden wir mal das Marshall aufleveln. Jetzt lernen schon mal Gesang. Ja? Marshall lernt schon mal singen, das ist gut. Egal, ob die gut oder schief singt, der Gegner schläft ein. Das ist zauberhaft. Body Slam, das ist gut, das nehmen wir mit, auf jeden Fall. Für. Holla. Du jetzt Yassi auch mal auf Level 40, vorsichtshalber. Also nur auf Level 40, damit wir ein wenig Luft nach oben haben. Und Fuse Ray, ja, das schockt wahrscheinlich nicht. Eisstrahl, und genau deswegen ist es ein potenziell sehr gutes Pokémon für die Pokeliga, weil es Eisstrahl lernt von selber, weil wir brauchen, also Lapras war sehr, sehr stark gegen Siegfried. Oder zumindest eine sehr gute Option gegen Siegfried, sagen wir es so.
T-Wave, das nehmen wir auch mit. Donnerwelle. Können wir einen Gegner wegen bremsen, wenn es wirklich ist. Jetzt haben wir eigentlich nur zwei Pokémon dabei, die wo auf Level Cap haben. Das heißt, die zwei, die wir mal vorsichtshalber recht weit nach hinten, damit wir nicht in Versuchung kommen. Wie viel Erfahrung brauchen die zwei noch? Nur noch 967, okay, hoppala. Die Gyarados braucht noch 7000, das ist gut, okay. Egal ob gut oder schief singen, zum Einschläfern gelangt's. Im Fall von Gesang auf jeden Fall, ja. Im Fall von Gesang ist das auf jeden Fall so. So. Back to Ingame Sound. Gut. Dann gehen wir Richtung Arena Nummer 6. Weil wie gesagt, Team Rocket hat es jetzt aus dem Staub gemacht. Dann passt das schon. Aber ich weiß jetzt da den genauen Weg nicht mehr. Also es könnte jetzt ein bisschen dauern, bis wir bei der Sabrina ankommen. Wisst ihr was, dabei lass ich gleich wieder die Vorhersage starten. Ne? Ich glaube, ihr habt's ja Bock auf Punkte. Ich schaue nur nach, was man machen kann. Aber ich glaube, das wird ganz spannend. Ich glaube, da machen wir noch mit Deathless, hä? Weil tatsächlich Sabrina Potenzial hat, irgendetwas Hops zum Nehmen. Auch wieder 2 Minuten Zeit. Gern eigene Punkte investieren. Verwirrung, na, da ist Zwang. Das war gemein, weil nur 2 Pokémon potenziell verwirren können. Tipp, wenn man zu ihr kommt, ich schrei. Ich schrei dann noch. Option. Aber danke fürs Angebot. Aber ich glaube es noch zu wissen. Soweit ich weiß, was einfach immer noch rechts geht. Ja, genau. Easy. Okay. Dann bringen wir es auf Level Cap. Hier geht 41. 42. 43. So, jetzt nicht verklicken, sonst kann Birgit schon mal nicht mitkämpfen. Jassi bringen wir auf Level 43. Oh, das geht sich mit den Sondermobons noch schön aus. Price ist schon auf 43. Dann geht nur noch der Flash ab, oder? Double Kick. Ja, ist ganz nice. Coverage gegen Boden-Pokémon und gegen Stein-Pokémon. Nehmen wir Double Kick auf jeden Fall mit. Perfekt. Dann müssen wir jetzt eigentlich alles haben. Birgit 43, Marshall 43. Der Price auf 43, alles auf 43. Okay, perfekt. Okay. Lieber Geizwesen. Die paar Punkte da. Okay, mit was fangen sie an? Mit Kadabra. Sie hat Pantimos, sie hat Omod und sie hat Simsala. Und sie hat beides. Lichtschild und Barriere und Reflektor. Das heißt, sie kann sie brutal defensiv hochbuffen. Das heißt, das wird es wahrscheinlich sogar auch da. Braucht es aber im Gegenzug auch, weil, wie gesagt, Simsala und Kadabra nichts aushalten. Omod schei hier jetzt auch nicht. Die Frage ist eher, was tue ich gegen Omod? Das regelt Marshall normalerweise. Mit Birgit Lieden war wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt die schlaueste Idee. Oh, mein Flash. Na, was tut zum Flash heben wir auf? Also Blitzer, weil es das einzige Pokémon ist, was potenziell Simsala outspeeden kann.
Also fahren wir mit Gyarados an. So, ich hoffe, ihr habt euch eine Punkte gesetzt. Dann schauen wir uns den 6. Orden an. Sabrina, die Psychotrainerin. Der Lefi-Schwinger, sehr gut. Ist eigentlich richtig bitter, dass mein Gyarados immer noch platschen kann. So. Surfer sollte an der Stelle am meisten Schaden machen, weil Step-Move. Von daher. Aha, Kadabra ist schneller wie Gyarados. Dann wäre er jetzt wahrscheinlich, wenn er es überlebt, mit Aussetzer Surfer blockieren. Ja, man schon fast denkt. Okay, Kadabra ist raus. Der BDSM Sabrina nur echt mit den Peitschen. Ich bin so blöd. Okay, da kommt Tantimos. Kann das auch aussetzen? Tatsächlich nicht, aber er kann sich setupen. Defense-Setup von mit Barriere und Licht. Barriere und Lichtschild, okay. Das heißt, geht Defense und Spezialverteidigung hoch. Ist aber Drachenwut wurscht, weil es immer 40 Schaden macht. Okay, der hat dann ungefähr 80 KP haben. Ja, der watscht mir mal sauber durch. Ah, überlebt sogar noch mal. Setzt sogar einen Hyperdrank ein. Kann ich es einfach schon wieder einsetzen? Nein, kann ich nicht, okay. Au! Okay, das war Crit. Okay. Bist killed. AP sparen. Okay. Ist immer noch disabled. Gut, dass das jetzt nicht drauf war. Okay, das ist jetzt lucky, dass zweimal Stachelspore daneben geht. So, und jetzt kommt mein Pokémon. So, Simsala. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Gyarados an der Stelle safe kein Psychokinese überlebt. Kann das Psychokinese normal schon, oder? Ja. Nein, kann's nicht. Lol, warum kann das Simsala kein Psychokinese? Ist das Simsala behindert oder was? Ist da der Lefi-Bong oder? Steht die Frage nicht. Es kann Psystrahl und Psywelle. Okay, let me see, warte mal. Showdown. Damage Calc. Wir sind in der ersten Generation. Ich hab Gyarados. Mein Gyarados ist auf Level 43 und hat nur 76 KP. Das hat noch 44% Health. Beziehungsweise kann ich so gar nicht sagen. Psywelle gab es bei der Gen noch nicht so viel weit, doch. Psywelle ist Attacke aus der ersten Generation. Und Servus bei Muri, aber die Ehregrößte. Nicht psychische Probleme. Lebt wie verloren oder es identifiziert sich als Fisch? Ja, das ist Quasar. Das ist ein Transgender Simsala. Der hat keine Lebt in der Hand, sondern Fisch. Okay, aber sicherheitshalber, Psystrahl, durch das, dass Simsala einen sehr hohen Spezialwert hat, ist sicherer da außen zu gehen. Normalerweise müsste das Labras locker tanken können mit 95 Special.
Zur Erklärung, der Spezialwert ist die Kombination aus Spezialangriff und Spezialverteidigung in der ersten Generation. Safe tanken darf man es halt natürlich mit Hypno oder mit Kadabra, ne? Boah, wir haben 120 Special. Und mir kann man mit Kopfnuss angreifen, das ist eigentlich richtig gut, das machen wir tatsächlich sogar. Lass mich bitte nicht sterben. Auf keinen Fall, fürchterlich habe ich die Ehre. Recover, ja, nice. Nice AI. Nice AI. Das kann man jetzt direkt einmal disablen, dass du den nicht mehr heilen kannst. Wenn ich treffe das. Hä, ist die AI dumm? Warum geht der für Recover, wenn er Full Life hat? Okay, es macht verdammt viel Schaden. Hä, aber das gerade nicht. Hä, aber das gerade nicht disabled? What the fuck? Okay, das ist Space. Ja, das war crit. Das ist basically Pipi-Stalling. Recover müsste er 10 Mal insgesamt machen können. 2 Mal ist fehlgeschlagen und 2 Mal hat er schon gemacht, also müsste er noch 6 AP über haben dafür. Das ist basically einfach nur PP-Stalling. Er tut da im Endeffekt jetzt nichts. Oder sie. Oder das war nur ein One-Turn-Disable, das kann natürlich auch sein. Probieren wir es nochmal. Was disabled, okay. Jetzt muss er angreifen. Sei aber die Easy. Wasn't even worried. Okay, durch das, dass die AI so dermaßen bescheuert ist in Gen 1, wo ich jetzt selber nicht gedacht habe, war es tatsächlich deutlich einfacher, als ich mir vorgestellt hätte. Das Simsalabim von Anfang an in die Offensive geht, schaut es ganz anders aus. Aber ist schon klar, wenn Sabrina mit ihrem Ass-Pokémon nichts anderes zum tun hat, wie sich zu heilen, obwohl es Full Life ist. Ja, easy. Da war die Psywelle, ja. Was haben wir denn jetzt für ein Level Cap? Wir haben jetzt Level Cap 47, das ist gut. Sei aber die Erde, wie geht's da? Die haben 46, das soll Psywelle sein, okay. Ja, nice. Somit haben wir einen Surfer verfügbar. Jetzt muss ich da auch wieder rausfinden, gell? Das ist das nächste. So weit zum Thema über den Lauf. Oder auch nicht. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich hingehe. Ich gehe jetzt einfach irgendwo hin. Der Ton geht nicht. Fichteli, du kannst sei sein Command nicht triggern. Und wenn Sie einen Shoutout machen, jetzt mit dem Ausrufezeichen sei triggern. Und Finger. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt nichts vorgenommen, weil ich glaube, ich komme aus der Arena so schnell nicht mehr raus. Das Bell jetzt aber. Der ist aber bei mir triggert worden. Also ich hab den komplett gehört. Ihr nicht, oder was? Hast du Fluchtseil? Ich glaube nicht dabei. Ah, doch, hab ich. Nice. Guter Tipp-Option. Ja, da hat man schon. Na, den Sound triggert nur einmal. Ja, ach so, ja, wenn, also der Sound triggert nur einmal, aber Spell, das kann ich nicht begrenzen. Ja, wo ist jetzt das scheiß Pokécenter? Pokécenter wo? Ich brauche ein Pokécenter. Bin ich jetzt dumm oder was? Wie das scheiß Pokécenter?
Also, spinne ich jetzt, oder was? Hat jetzt Sabrina aus Poké Center in die Luft gejagt, oder wie schaut es jetzt da aus? Ah, da? Nein, das ist der Markt. Lol. Oh. Okay. Machen wir mal schnell kurz Brainstorming. Wir kriegen einen Encounter. Gemäß dem Fall haben wir aber Pokémon dabei, das was fliegen kann. Haben wir einen Dampfer auf die Box gelegt? Nein, haben wir auf die andere nicht. Ich schalte gleich wieder auf Ingame-Sound um, keine Sorge. Okay. Kurz Brainstorming machen. Also, in Alabastia kriegen wir nichts. Wir kriegen aber jetzt auf der Route Unterhöhe auf alle Fälle einen Encounter. Wir kriegen auf der Zinnoberinsel einen Encounter. Plus im Pokémon-Menschen. Also sprich, wir holen uns jetzt halt auf der Zinnoberinsel unser Fossil, unser Kabutops. Ja genau, es sind drei Encounters, ja genau. Und wenn er nicht gestorben ist. Richtig. Hast du schon Kickli oder beziehungsweise noch geschaut? Nein, die kriegen wir nicht mehr, weil unser Encounter in Saffronia City Lapras ist. Deswegen. Ich nehme nicht zwei geschenkte Pokémon in der gleichen Stadt. Das war wegen mir. Ich sag, wir stehen so gut da, es muss nicht sein. Gut. Ganz locker bleiben, immer, gell? Alles gut. So. Jetzt ist halt die Frage, holen wir uns einen Fisch-Encounter oder holen wir uns einen Gras-Encounter? Darf ich aber rein theoretisch beide nehmen, weil beide geschenkt. Rein theoretisch darfst du das, wenn das im Regelset so verankert ist. Das, was du spielst. Also ich darf jetzt theoretisch auch, weil geschenkte Pokémon darf ich jederzeit verwenden. Ich mach's aber nicht, weil wir ohnehin schon so gut dran haben. Ja? Also ich verzichte freiwillig auf diesen Encounter. Aua. Das war dasselbe übrigens mit Dratini. Ne? Jetzt müssen wir mal Obacht geben. Wir brauchen jetzt auf alle Fälle vorsichtshalber mal einen Topschutz. Nicht, dass mir jetzt da irgendein Pokémon vertlunsen läuft. Was haben wir jetzt für Routen da getreten? Wir haben jetzt auf Route 21. Das geht dann quasi bis oben in Zinnoberinsel. Okay, was gibt's jetzt da für einen Encounter zum holen? Wahlweise. Route 21, wo steht denn die? Wait, wir könnten jetzt auch sogar ins Kraftwerk gehen, oder? Normalerweise schon. Jetzt gehen wir erst einmal in die Zinnoberinsel und dann gehen wir ins Kraftwerk. Wenn wir ein bisschen Encounter sammeln, vielleicht schaffen wir da noch einen Arena-Leiter. Müssen wir mal schauen. Was haben wir jetzt zur Route? Der 21, oder? Ja, Route 21, okay. Da ist Route 21, okay. Wir kriegen mal im Gras sicher ein Tangela. Und wenn wir fischen, kann man uns noch ein Sepa, ein Muschas oder ein Stern holen tatsächlich. Ich glaube, wir gehen mal für den Fisch-Encounter, weil Wasser-Pokémon haben wir nicht allzu viel. Und Tangela, weiß ich, kann der useless, I guess. Weil wir auch Habitäre. Ja, wir gehen mal für den Fisch-Encounter. Ich muss jetzt aber erst einen Topschutz auslaufen lassen. Muss ich kurz speeden werde. Le Marschall, bitte. Bei dir schneit. Ja, GZ da die Song. GG. Du hast Enker Gegner alles richtig gemacht am Ende März. Das darf mir jetzt richtig pisst machen. Sogar da ganz ehrlich, wie es ist. So.
So, wir brauchen auf alle Fälle... Wait a minute. Haben wir etwas zum Paralysieren dabei? Haben wir. Die wichtigste Frage, haben wir überhaupt Pokébälle dabei? Ein Meisterball, ja, den werde ich jetzt dafür hoffentlich nicht verwenden. Superbälle haben wir noch, ja, das passt. Okay. Kattel habe ich dir, grüß dich. Macht's mir! Ja, hoffen wir mal, dass schnell wieder umgeht. Der Schneestauberer. Whatever. Kattel, wie geht's? Alles gut bei dir? Irgendwie habe ich so das Gefühl, da muss ich wieder rein, muss, wenn ich angel. Ich weiß es auch nicht. Ja, okay. Mit dem, das war Zeichenchat. Das war beim letzten Mal auch so. Erst wenn die Musik läuft, garantiert, dass jetzt das erste Mal, wenn ich angel, ist jetzt, dass der Pokémon vorkommt. So wie denn? Uiso de Gifmizi hat 2 Meisterbälle. Hashtag Simp. True, die hat 2 Meisterbälle. Wir Männer haben auch 2 Meisterbälle. Manchmal. Ja, nicht alle, aber... Okay, unser Encounter ist Sipper. Freiwillige vor, wer mag ein Sipper sein? Beziehungsweise dann später Simon. Und wo Kapi? Nur wenn er es nicht fangen können. Ja, 26 Superbälle, das sollte funktionieren. Okay, nice. Die Flocken sind so fett, wie sagst nicht, weil wir schon seit so. Also so wie bei uns im Februar, wo es so richtig obergeschnitten hat. Ja, Ripperoni. Ich hoffe, du hast den Zoom-Reifen noch nicht dafür da. Freiwillige vor, gibt's jemanden, der wo Sipper sammeln hat? Beziehungsweise, wie gesagt, Simon. Alles puttrig soweit, stressiger Tag, aber gab einige Fortschritte heute. Me happy. Fortschritte im Sinne von was? Nimm ich schon. Okay, der Mozart war zuerst. Ich war leck. Ich hab da eine Idee. Scusi. See. Mozart. Das meine ich muss passen. Nein, das nicht, aber ich wollte eigentlich nur in Eisdiele. Ja, da kannst du jetzt die Waffe aus dem Fenster aushalten, dann kriegst du auch den Eis. Ja, schmeckt zwar dann noch nichts, aber du tust ein wenig eine Lebensmittelfarbe dazu und ein wenig einen Zucker drauf, dann ist dasselbe. Privates und ein Traum, der mir schon seit Jahren im Hirn herumschwebt. Oha, darf man da fragen, was das ist? Wenn Leute sich Träume erfüllen, dann bin ich dabei ganz hellhörig. So. Eine in den Wodka und oder zu, dann geht's schon. Ja, true. So, schippert man mal da oben. Richtung Zinnoberinsel. Ein nice Moped fix. Das fährt wie Sau. Das ist ein Moped, das schwimmt. Ja, oder Wodka und Bull, Mozok. Eins von beiden. Das ist eine zauberhafte Kombi. Gut. Wir sind auf der Zinnoberinsel. Encounter auf der Zinnoberinsel ist unser Fossil. Da haben wir uns jetzt Kabutops. Beziehungsweise erstmal Kabuto, ne? Ich hoffe, ist das so. Niemals. Garali, also Pichteli kann schwimmen. Da habe ich mich schon wärmstens darum gekümmert, dass Skarados auch wirklich schwimmen kann. So. Kann eigentlich ein bisschen was ablenken. Nicht, dass unser Beutel zu voll wird. Das können wir eigentlich auch weg da. Das Rall nehme ich eigentlich auch nie her. Die M6 der mal weg. Den Türöffner brauchen wir auch nie wieder. Protein können wir noch hergeben. Die M9 der mal weg. Hypertrank der mal weg. Meisterball heben wir jetzt einmal auf.
TM46 der mal auch weg. Fazit, wir nehmen Kabuto, me and Ammonitas Enjoyer raus. Sigi raus. Kabutops Beste. Neben Aerodactyl. Ich hab zwar das Moped gemeint, aber er war auch nicht schlecht. Ja, den habe ich jetzt nicht verstanden auf die Schnelle. Du kommst halt schon einen kräftigen Schritt davon. Ist noch nicht so weit, es ist jetzt nur in sichtbarer Nähe, sagen wir es so. Ah, okay, ja dann darf ich doch, dann darf man doch gratulieren. Kattel, das freut mich natürlich, sowas zum Hören. War das die erste oder die zweite Idee? Ich weiß halt nicht mehr, der war es nicht. Oder war das ganz hinten? Ja, das war da. Hey du! He's an impotent Forscher. Was? Wenn die Person dich mag, dann ist es auch das Pokémon-Intro. Dann ist auch das Pokémon-Intro ein Live-Song. Ja. So, das dauert jetzt eine Zeit. Mit der Zeit meint er im Endeffekt einmal bei der Tür aus und wieder reingehe. Und dann schreit er mich an, warum das so lange dauert. Achso, ich muss aus dem Haus aussehen wahrscheinlich, okay. Wer ist La Marshall? Lapras. Cabo, das ist doch der Sidekick vom Orange. True. Da hast du aber gut aufpasst, Siege. So. Nice. Freiwillige vor, wer macht Kabuto bzw. Kabutopser? Cube Twister, okay? Was hört man denn da vor? Cubotops, was hört man da davor? Ja, genau, das sei. Chibi-Tops kann man auch nehmen, ja. Passt? Nehmen wir das so? Ubitops, ja, war eine Möglichkeit. K-Twister, auch nicht schlecht. Cabo Twister, also, okay. Na, Fichtis ist besser. Cubitops, okay. So. Bellissimo, passt. Dann nehmen wir das so. Sag's eigentlich, wie es ist, werden wir gleich aufleveln. Wo wir uns gleich mal. Das. Wo wir uns gleich mal straight Kabutops. Ist potenziell auch was für Pokeliga, weil es auch sehr schnell ist. Jetzt lege ich das hier mal schnell ab. Nehmen wir Cube Twister mit. Level Cap ist jetzt 47, habe ich gesagt, gell? Kann man eigentlich hier mal alles langsam auf 45 bringen. Jetzt gehen wir zu nochmal uns aus, okay. Übrigens, Sabrinas Ohren ist nicht im... Oh, entschuldige. Das habe ich verschwitzt, das tut mir leid. Sagt es, ist schon da. Hoffe. Ja, ist da. Perfekt. Danke für den Hinweis. Du bist der Einzige mit Beinen geschlagen. Ja, aus gutem Grund. Sei aus gutem Grund. Oh, Schlitzer, der immer kriegt. So, Freunde der Sonne, I proudly present to you eine Entwicklung. Es schaut aus wie ein Flunder. Aber Kabutop schaut sehr, sehr böse aus in der ersten Gen.
Geotwister, you are kinda intimidating. Ich möchte mich gern Pyrokämpfer sein, sei den Wunschkader erfüllen. Also musst du mal schnell mit Triple konfirmen, ob wir wirklich Level Cap 47 haben. Nicht, dass jetzt ich da auf 45 ziehe, obwohl 44 das Level Cap ist. Aber das sollte eigentlich so stimmen. Yes. 47. Darf ich auch gehen, Pyro ran? Mitnehmen tue ich die auf jeden Fall, ja. So, 45 ist kinda fein. Agilität, Dampfe. Ich weiß, dass du gern schnell warst, aber das passt schon. Ja, Flash mag auch schnell werden. Okay. So, wir haben noch einen Encounter. Und zwar in der Pokémon-Menschen. Die ist so herum hat. Das ist ein eigener Ort, deswegen dürfen wir da noch mal ein Pokémon fangen. Und meine Nachbarin immer für Kabutops gehalten. Sie ist immer mit die Sengsten kann da der Tod sein, ne? So, passt auf. In der Pokémon-Menschen gibt es ein ganz bestimmtes Pokémon. Das ist zwar sehr, sehr selten, aber es war richtig geil, wenn wir das fangen könnten. Und zwar war das Magma. Es kommt aber nur... Das ist Floor 1. Und Spaceman ist ganz herunter. Und in Floor 1 kommt sowieso generell nicht vor. In Floor 2, also in Stockwerk, ne? Stockwerk 1 und 2 kommt es generell nicht vor. Und in Stockwerk 3 und im Keller hat es eine Chance von... Also im dritten Stock haben wir die höchste Chance von 10%, dass wir Magma encountern. Und ganz unter lediglich 4%. Also to be honest, da die eher für den dritten Stock geht, damit wir die Chancen auf Magma erhöhen. Magma war halt schon geil. Die anderen Encounter, kurz zwecks der Vollständigkeit. Es gab, da erinnert, Smogon und Smogmog. Slimer und Slimog. Vulpix in der Blauer und ja genau, Vulpix in der Blauer und der Ponita. Und ja genau, das waren von der Blauer her alle Encounter. Aber da ist, wie gesagt, Magma mit Abstand das geilste, was fangen kannst. Wo haben wir denn? Max Repel. Da ist er. So, jetzt schauen wir mal am dritten Stock auf. Es müsste jetzt theoretisch da sein. Yes. Das ist genau da. Okay. Okay. Der Top-Trank. Schnell einen Schutz verlaufen. Kann sich nur um Stunden handeln? Okay. Gut, holen wir uns einen Encounter. Okay, Blitzer ist warm, passt. Und unser Encounter ist... Setsch. Ponita. Aber nehmen wir mit.
Oh, jetzt haben wir verdruckt. Ich glaube, unser Encounter geht mir... Ja, okay. Ah, scheiße. Seht. Ich habe mich verklickt. Okay, der erste Encounter, der zweite Encounter, der uns durchklappen geht noch, Dratini. Ich habe Donnerwelle mit Donnerblitz verwechselt. Okay. Desponita gewinnt quasi keinen Preis mehr. Oh, aber ich muss jetzt erst einmal den Weg wiederfinden. Ja, seit es ein Profi passiert halt sowas auch einmal, ne? Ich hab jetzt T-Bolt mit T-Wave verwechselt. War jetzt bitter noch gewesen, wenn es ein Magma gewesen war, ja? Dann hätten wir uns richtig an ausspeisen können. Okay, da, und das kann ich mir auch nicht mehr... Ah, ja, da muss man die Schalter drücken, ja? Ah, ja, genau. So, ich tippe jetzt einfach mal, dass dann da oben geht. Du darfst nicht reden, bei dir mit dem... Ja, 6. Ja gut, bei dir war es halt nur ein Safcon, ne? Das ist jetzt blöd. Okay, easy. Magneton. Nehmen wir mal Cubotops mit, ha? Löschen? Wie löschen? Was meinst du löschen? Das Pokémon. Ja, das Magneton löschen wir aus, ja. Beziehungsweise du. Du kannst theoretisch Finale oder Explosion einsetzen, aber ich bezweifle, dass du mich töten kannst. Easy. Cube Twister, das was Zauber gemacht. Das war sehr clean. Ich spare mir jetzt meinen Kommentar. Aha, lol. Haben wir jetzt im Basement? Nein, haben wir nicht, oder? Nein. Ach, wir haben jetzt wieder da oben. Ja, okay, nevermind. Wir müssen bei dem dicken Abschnitt rein. Wo haben wir denn jetzt? Steht die Frage nicht. Ah. Ah, ja, ja. Kenn mich schon wieder aus. Du musst aber jetzt irgendwo starten, wo man drucken kann. Jetzt können wir nämlich die Tiere nicht durch. Okay. Ach, geht das Stockwerk übergreifen? Ist das im Bereich des Möglichen? Ah, da ist es, hab ich schon gesehen. Okay. Sei, wie weit bist du eigentlich bei deiner Nuzlocke? Bist du auch schon so weit wie ich? So, müssen wir da rein. Carbon, okay. Ja, jetzt haben wir richtig. Perfekt. Da drin findet man vor allem unter anderem Solarstrahl.
Jetzt müsste das Ding da sein. Yes. Du bist vor der Sabrina, okay. Wir müssen nämlich sowieso in die Menschen da einer, weil in dem Gebäude findet man ein Fragezeichen öffnen, den wir brauchen, um in Pyro seine Arena zu kommen. Und wenn ich mir das Zeitliche so anschaue, kann man das sogar heute noch schaffen. Da kann man sich nur mal heilen, da ist noch mehr Statue. Ah, so nochmal one, okay. Bei den Schalter weißt du wenigstens, wie es dran bist. Nicht so wie bei Major Bob in der Arena, wo du einfach auf gut Dusel irgendwo hindrücken musst. Wir haben 22, das müsste zu leicht raus sein. Und das müsste der Fragezeichen öffnen sein. Oder Secret Key, wie er im Englischen heißt, okay. Das ist jetzt zu, okay. Da gibt's noch ein Secret dahinter. Was heißt Secret? Übersagt man gern. Da ist nämlich noch ein Item dahinter. Zwar Top-Genesung, die wir mir ja, nutzen können. Zwar nur außerhalb des Kampfes, aber naja. Gut. Hey, warum haben wir noch Safrone? Ach ja, stimmt, das ist ja in der ersten Gen so, da im letzten Pokécenter, wo du gewesen bist, wirst du Heat geportet, wenn du Fluchtseil benutzt. Gut sei Dank haben wir fliegen. Okay. Dann machen wir da mal schnell geschwind noch Teambuilding für den Pyro. So, den ersten wir ablegen. Wir legen mal einen Price ab. Wir legen mal einen Flash ab. Wir legen mal einen Dampfer ab. Wir legen mal meine Wenigkeit ab. Fichterli und einen Cube Twister lassen wir dabei. Und mitnehmen wir der mal Antadeus. Wir nehmen einen Mozart mit. Oh, das war die Wishy-Box, scusi. Wir nehmen einen Sai mit. Und wir nehmen einen Sigi mit. Das müsste noch hart am Reset 6 Pokémon sein, right? Easy. So, dann trainieren wir mal alles hoch. Don't leave me, auf keinen Fall. So, Wichterli und der Cube Twister Hanja auf Level 45. Machen wir dasselbe mit dem Tadeus. Ja. Mozart müssen wir auch ein wenig nachziehen, damit ja nichts passiert. Sei, hast du eigentlich außer... Was hast du bisher an Toten zu verzeichnen in deiner Nuzlocke? Bei dir ist irgendwas draufgegangen bei Stami, meine ich, hast du gesagt, oder? Oder beinahe draufgegangen? Und der Misty? Wenn ich mich richtig erinnere, ich weiß gar nicht mehr. Aquaknarre. Okay, Mozart hat sich entwickelt, perfekt. Na, das Lila haben wir vorher schon gehört. Null Tode, bei Misty war der Pikachu... Achso, okay. Ja, nice, perfekt. Bist du immer der gleiche? That's a lie.
Also du hast dich deutlich verändert. Ja? Der Riersel ist ein wenig länger geworden, wenn du mich fragst. Ja? Und deine Fliegel auch. So ein bisschen. Ja. Sei auch noch leben? Dein Rüssel war schon. Dazu äußere ich mich jetzt nicht. Zweimal Crit mit Blubstrahl und AKP bei Level. Ja, manchmal kommt man in schwitzige Situationen. Too much information. Ja. Das sind so die Themen, ne? Oh, sei entwickelt sie. Wahrscheinlich. Oh, zauberhaft. So ein Bruder Schnobi, hä? Da kommen bestimmt lauter geschubste Töne raus dabei. Konfusion, okay. Größerer Nahkampfstachel ist immer. Wo es einmal zum Fechten wird. Okay, noch gelevelt haben wir alles. Jetzt brauchen wir noch Surfer und Scheiße. Hä? Ach, du weißt eh. So, wir brauchen einen Surfer für einen Cube Twister. Ratzer weg, okay. Wir brauchen einen Surfer für einen Thaddeus. Wir brauchen einen Surfer für einen Mozok. Und bevor die Frage kommt, ja, wir brauchen einen Surfer für einen Sei. Lol, der Sei kann noch nicht einmal Wasserattack. Ist eben. So, wir brauchen eine Stärke für einen John Sigtri. Kann auch nicht lernen. Sigi, was ist mit dir? Dann lernen wir es halt der Fichteli. Fichteli ist groß und stark, hab ich gehört. Dann kriegen wir Platscher auch wenigstens einmal weiter. Weiß ich wahrscheinlich. Nein, nicht wörtlich nehmen, ich brauch keine Scheiße nicht. Ich bin Scheiße. Okay, gehen wir in die Arena. Also wenn das kein zauberhaftes Team gegen einen Pyro ist, dann weiß ich es aber wirklich auch nicht mehr, gell? Also noch bis da kannst du fast nicht aufgestellt sein. Aber du machst Platscher? Wie darf man das jetzt verstehen? Eine Frau sagt, sie mag Platscher. Ich verstehe die Frage nicht. Gut, wenn wir schon dabei haben, machen wir gleich eine Vorhersage. Da habt ihr jetzt 5 Minuten Zeit dafür. Ich check gerade schnell aus, was wir machen könnten. Ich war ja fast dafür, dass ja der Pyro ist. Warum backen mein Ton jetzt? Das gefällt mir schon wieder nicht. Machen wir es einmal ganz konventionell. Verbrennt uns der Pyro. Zur Erklärung für alle Nicht-Pokémon-Spieler: Verbrennung ist ein Statusleiden, ähnlich wie Vergiftung und Paralyse. Macht über Zeit Schaden und wird vor allem durch Flammenattacken verursacht. Und ihr dürft entscheiden, passiert das ja oder nein. Da könnt ihr jetzt 5 Minuten Gedanken machen, weil wir ein bisschen brauchen, bis wir beim Arenaleiter haben letztendlich. So. Pyro seine Arena läuft ein bisschen anders und da musst du ein Quiz beantworten. Oder musst du ein Quiz machen, wenn du die Frage richtig beantwortest, kommst du ohne Kampf weiter. Wenn du es falsch beantwortest, musst du kämpfen. Homo Quiz, get it right and the door opens to the next room. Get it wrong and face the trainer. If you want to... So. Caterpie evolves into Butterfree. Caterpie ist Raupi, entwickelt sich quasi nur in der Endentwicklung zu Smetbo und wenn das jetzt richtig formuliert ist, dann ist die Antwort eigentlich nein.
Ja, wie? Ja gut, dann kämpfen wir, das ist ja wurscht. Raupi entwickelt sich ja eigentlich nicht so smetto. Ja, es ist zwar eine Entwicklungslinie, aber... Ja gut. Das ist eine Fangfrage gewesen. Und ich bin nicht komplett kalt. Gut, Fichterli wird ihre Wut freien Lauf lassen. Das Emote. $11.000 auf nah. Keiner glaubt, dass wir verbrennen werden. Price, wie schaut's aus? Indirekt entwickelt sich Raupi halt Schutz. Ja, indirekt, aber nicht direkt. Siege Merci für den Lurk. Baby, auch das kriegst du noch. Ich fahr keinen Schlitten, ich surf ohne Wasser. Du meinst, du hast einen Antrieb. Einen Außenbohrer, einen sauberen. So, wer ist da jetzt? Mozart ist paralysiert. Und der Sei schläft. Ja, toll. Mit 10 Leuten kannst du einen Krieg einmal gewinnen. Whirlpool. So. Achso, man muss da... Okay. Ja, wie? What do you mean? Ah, du geht's weiter. So. Ja, oh nein, Certified Pokémon League Badges. Nope. Das kriege ich auch noch hin. Los mich schlafen bei IBM mit. Du kämpfst jetzt dann gefälligst. Du hast bettelt da noch. Poliwag evolves 3 times. No. Ist Quapsel, by the way. Schlafen kannst, wenn's finster ist. Ja, ich sehe jetzt nicht aus, ich hab's Rolle unten, aber ist schon finster. 3,8, ich darf eigentlich schon finster sein, oder? Are Thunder Moves effective against Ground Element Type Pokémon? Also an Donnerattacken auf Boden-Pokémon effektiv? Nope. Dem ist nicht so. Highlander habe ich die Ehre, grüß dich. Wie geht's da? Pokémon of the same kind and level are not identical. Okay, warte mal. Pokémon der gleichen Art und Level sind nicht identisch. Das ist richtig. Das ist richtig. Kein Pokémon entwickelt sich dreimal, es sei denn, du lässt Mega-Entwicklungen sein. Mega-Entwicklung ist ja auch keine Entwicklung in dem Sinn, sondern einfach nur Formänderung. Ja gut, okay, das ist eine Entwicklung eigentlich auch. Okay, vergiss den Kommentar, das war gerade sinnlos, was ich gesagt habe. TM28 contains Tombstoner. Nein, ein Undertaker hat kein TM. Wobei der heißt Tombstone, nicht Tombstoner. Okay, wurscht. TM28 ist Schaufler. Okay, da ist der Pyro. Dann damals auf 47, so wie sie das gehört. Da ist der Pyro-Bazität. Setzt mal. So einfach machen wir es uns jetzt nicht. Ne? Meisterball, den sitzt man bedacht ein.
Mega-Entwicklung ist für mich wie eine Digitation, weil Digitationen haben zeitlich begrenzte Entwicklungen haben für die Ewigkeit. Ja, so kannst du es sehen, in etwa. So ungefähr. Trotzdem ist Pokémon immer noch cooler wie Digimon. Okay, der Sai hat der Sigimon. Oh, der Sigimon, der mag Erdbeben lernen, das kriegt er natürlich sehr gern. Erdbeben nehmen wir dann. Das ist aber hoffentlich sowieso klar. Gut. So, der Sai hat dann noch bettelt, dass er einen Kampf ziehen möchte, dann werden wir seinem Wunsch einmal nachkommen. Wenn ihr keine Punkte habt, hoffentlich gesetzt. Wir machen einen 7. Arena-Leiter. Und dann habe ich zum Schluss noch ein ganz kleines Zuckerl für euch. Da ist er. So, Sai, jetzt kannst du mal mit deinem männlich und weiblich Zeichen sagen, was du kannst. Blaine? Fragezeichen? Ja, das ist ja englische Rom. Ist dir das jetzt erst aufgefallen, Wichterli? Der Pyro heißt im Englischen Blaine. Zuckerl, 3 Flauschknädel oder sagt sie mir? Nein, nicht so ein Zuckerl. Wichterli, ist dir jetzt ernsthaft erst aufgefallen, dass das ein englische Rom ist? So, der Sigi hat auch bettelt, der mag auch was abhaben vom Kuchen. Kann natürlich haben. Kann er gleich mal mit Erdbeben glänzen. Galoppa. Hätten wir vorher haben können. Da der Sigi der Einzige ist im Team, der das outspeeden kann, bleiben wir schnell. Easy. Ich dachte, der ist überall gleich. Nein. Die Namen unterscheiden sich je nach Sprache. Akani ist halt schon geil, gell? So. Und da der Cube Twister ja auch erst schnell dazukommen ist, darf der Cube Twister auch nicht darf der Cube Twister noch was hops nehmen. Oh, da kann man vielleicht eine Verbrennung kriegen. Schade. Oh, es überlebt sogar ein Surfer. Ja. Und schon haben wir 7 Orden. Easy. QB Smash, ja genau. Ich glaube, man hat in der ersten Chain keine Wasser-Pokémon verbrennen können. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das heißt, wir haben jetzt ein Level Cap von 50. Also 3 Level mehr. Und uns geht nur noch ein Pokémon. Ein Arena-Orden ab. So. Jetzt renne ich da schnell geschwind aus in einen Affenzahn. Und tu noch schnell was deichseln. Weil ich glaube, dass wir jetzt tatsächlich in einer Position stehen, wo wir uns das erlauben können. Oder wo ich es mir erlaube. Ich spreche gleich zu euch. Wo haben wir denn? Da ist er. Wir haben nämlich das zweifelhafte... Das werden wir noch schnell heilen. Ich werde jetzt ein bisschen an Uri Geller spielen lassen, okay?
Wir haben da machen. Oh, das müssen wir noch aufleveln. Moment. Scusi. Das wir noch schnell geschwind machen. Ich werde nämlich jetzt ein bisschen an Uri Geller spielen lassen. Ich werde nämlich jetzt wie von Zauberhand diese 3 Pokémon entwickeln. Obwohl es rein theoretisch nicht mehr ging. Es ist so, es gibt in jedem Pokémon-Spiel sogenannte Tauschentwicklungen, wovon wir 3 besitzen. Das ist einmal Maschok, einmal Alpolo und einmal Kadabra. Da es in jedem modernen ROM-Hack oder jeder modernen ROM mittlerweile so ist, dass sich die Tauschentwicklungen per Level-Up entwickeln, werden wir da jetzt ein bisschen tricksen, weil ja ich kann ja faktisch nicht tauschen am PC. Which means, wir werden Folgendes machen. Dabei schicke ich jetzt zum Beispiel einen Schmerzbildschirm rein. Moment, dauert nicht lang. Haben wir gleich. Wo ist die Software? Da ist nice. So. Open. Na, wo ist er denn? Hä? Bin ich jetzt blind oder was? Simsala wo? Ah, das heißt, ich bin ja so ein Depp, das heißt ja. Okay. Das ist nicht übernommen, möchtest du es eh nicht glauben. Moment. Cheating. Quasi. Wenn es funktioniert. Sollte. Übernimmt er mir das jetzt nicht, oder was? Hat's mir nicht übernommen. Ja, okay, machen wir nächstes Mal, hilft nicht. Also beim nächsten, ich wollte jetzt eigentlich, dass wir aus den 3 Tauschentwicklungen Finalentwicklung machen. Aber das übernimmt es mir jetzt gerade nicht, das muss ich dann offstream machen. Also beim nächsten Mal haben wir Simsala, ein Gengar und ein Machomai. Das ertauschen wir dann einfach. Genau, jetzt muss ich nur schnell kurz um Apps zum Trinken zu holen, damit quasi der YBO sein ASMR noch kriegt, damit wir das auch noch schnell vonstatten gelassen. Und dann meine ich, was ist aber auch für heute. Ja, das darf, glaube ich, zeitlich jetzt ganz gut. Ja, wobei, warte mal. Wenn wir eh noch so viel Zeit haben, machen wir es einmal so. Anhalten nur mal, wenn er es schon nicht mag. So wie ich jetzt auch nicht auswerfen, ja?
Ja, ich hoffe mir, dass es jetzt funktioniert hat. Gib ihm nochmal einen Versuch. Jetzt mag's ihm. So, Obacht geben, Freunde der Sonne. I proudly present to you Mahomai, Dwayne, Gengar, der YBO und Simsala, aka Price mit 2 Lippen. Price, bist jetzt zufrieden, jetzt hast du 2 fette Lippen in der Hand. Ist doch sauerhaft. Wenn das nicht sauerhaft ist, weiß ich es auch nicht. Sind alle 3 potenzielle Mons für Pokéliga. Aber welches davor dann letztendlich eine schaffen, das weiß ich nicht. Das muss man auf uns zukommen. So. Dann, passt auf, jetzt gehe ich schnell ganz kurz in die Küche, hol was zum Trinken und dann kriegt der YBO noch schnell geschwind sein ASMR einschenken. Bis gleich, bin sofort wieder da. As always, derjenige, der wurde es immer requested, also die, wo sich um meine Hydration bemüht fühlen, die haben immer das Glück, dass sie Flaschen erwischen, die wo komplett frisch ist. Ne? So auch der YBO. Der schafft es auch wieder, dass er Flaschen erwischt, die wo komplett frisch ist. Aber so soll es auch sein. So kickt wenigstens das ASMR richtig. Passt auf. Gut, dann machen wir jetzt so mit zu. Also Freunde, ich hoffe, es war ein wenig Unterhaltsamkeit mit Pokémon. Heute haben wir ein paar Bosskämpfe gehabt. Der eine oder andere ist sogar sehr intens geworden. Eigentlich, ja gut, eigentlich ist nur einer wirklich intens geworden und das war der gegen Blau, also gegen Gary. Aber ansonsten, es wird jetzt so werden, ich schätze, dass wir noch 2 Streams brauchen mit der Nuzlocke Challenge. Ja? Ich plane jetzt einmal fürs nächste Mal auch der Orden, letzte Encounter sammeln plus Siegerstraße. Und beim übernächsten Mal möchte ich dann Teambuilding machen und Pokéliga. So wäre der Plan. Es sei denn, es kommt noch irgendwas anderweitiges, Unvorhergesehenes dazwischen. Ja, aber stellt sich einmal noch auf 2 Pokémon-Streams ein. Was wir dann danach spielen, weiß ich noch nicht. Eigentlich hätte ich Bock auf Resi. Das Problem ist halt die Zeit. Ich hätte unfassbar viel Bock auf Resi 4. Ja, ich möchte eigentlich selber wirklich schon unbedingt Resi 4 spielen. Wo ihr ja bei einigen anderen Streamern momentan genießen könnt. Und ich werde es auch definitiv spielen, aber ich kann es noch nicht versprechen, ob ich das jetzt während der Umbauphase schon machen kann, weil ich halt eben mal eine Woche dabei habe, wo ich gar nicht streamen kann und dann ist wieder eine Woche dabei wie jetzt, wo ich wahrscheinlich 2, wenn ich sogar 3-mal live gehen kann. Weiß ich noch nicht. Muss ich mir Gedanken machen. Schauen wir mal. Wo lange, weiß ich auch nicht, wie lange uns das noch beschäftigt. Das kann da nächstes Mal schon gar sein. Das kann da auch noch 3 Streams gehen. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ja. Resi, ich halte dich mit meinem Evil 4 mit deinem Evil 4, ja. So, kommen wir zum Eingemachten. Ich habe eine neue Spezimarken, das ist die Sinalco. Das ist der Sinalco. Wie gesagt, der Schwipschwab hat seine Preise wieder mal stabil nach oben geschraubt und da haben da ein paar Lieferanten das Problem damit. Jetzt muss ich mich mit dem Spezi da begnügen. Der ist billig, aber sehr, sehr gut. Habe ich vorher noch nicht kennt. Keine Ahnung. Ist jetzt by the way keine bezahlte Werbung an der Stelle. Nichtsdestotrotz ist es diese neue Flaschen und da ist ganz viel ASMR drin, haben wir mal sagen lassen. Und wer bisher noch nicht beim Bieseln war, jetzt während des Streams, der wird jetzt gleich bieseln gehen müssen. Und wer jetzt die ganze Zeit nichts getrunken hat, der trinkt spätestens in ein paar Sekunden nichts. Garantiere ich. In diesem Sinne, ich denke jetzt hier mit Musik ausmachen, damit ihr ja da nichts mehr hört. Dann werde ich ganz gekonnt meine Filter vom Mikro ausstellen, damit ja jeder Schund da durchkommt. Und dann werden wir da mal schön, wenn so eine neue Flasche aufgemacht wird, oder? Freunde der Sonne, aufpassen.
kennen vielleicht noch nicht alle, ja. Ist doch immer wieder ein Genuss, oder nicht? Ist doch immer wieder ein Genuss. In diesem Sinne, Basi gegen Prost, merci für den gemütlichen Abend, hat Spaß gemacht. Schön, dass ihr immer wieder dabei seid und fleißig mitfiebert. Danke dafür. Prost auf euch. So, Freunde der Sonne, an dieser Stelle soll es das aber für heute gewesen sein. Normalerweise haben wir eine Streams eine Stunde früher. Ergo gehen die normalerweise nicht bis Punkt 8, aber heute war halt eine Ausnahmesituation. Ich glaube, das passt ganz gut. War halt mal interessant bei einem Bier, wie sich das anhört. Ich werde im Stream keinen Alkohol trinken. Ich trinke so schon keinen Alkohol nicht oder sehr, sehr wenig. Und im Stream mache ich das nicht. Aus Gründen. Very ASMR, much like. Genauso soll es ja sein. So, ich schaue jetzt einmal schnell, wer live ist. Haben wir da irgendjemanden? Let me see. Oh, gehen wir zum Patschi, der spielt Elden Ring. Elden Ring hätte ich Bock drauf. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir gehen zum Patschi. Das glaube ich passt. Kennst du schon Flux der Igel? Ja, den kenne ich, tatsächlich. Aber ich bin einem Patschi noch einen Raid schuldig. Der hat mich vor, glaube 2 Monaten oder so, ist schon eine Zeit her, hat mit dem mal geradet gehabt. Ich glaube, das war beim Monster Hunter Stream. Dem bin ich fast noch einen Raid schuldig, tatsächlich. Und das bietet sich jetzt an, weil ich heute ein wenig länger mache. Oder halt später drüber bin wie sonst. Weil der geht aber eigentlich nach mir live, tatsächlich. Aber das bietet sich heute tatsächlich an. Eigentlich hätte ich gemeint, der Björn kommt online, also ne, der Dev. Aber der meine ist noch krank. Naja. Aber warte mal, jetzt so gar nichts. Oh, jetzt. So, Lyles, Raid-Command ist im Chat. Oh, ja, im Chat einmal für Subs, einmal für Non-Subs. Einfach kopieren und beim Patschi dann einfügen. Der kennt sich dann aus, was geschlagen hat. Der Patschi ist Bekannter von mir aus der MHW-Community. Der spielt Elden Ring. Ist ein ganz lieber Kerl. Kommt aus der Nürnberger Gegend. Gerne mal einen Daumen da lassen bei ihm. Ist wirklich ein sehr netter Kerl. Ein sehr hilfsbereiter Kerl. Also wie gesagt, gerne mal Support da lassen. Follow und kostet nichts. Lohnt sich auf jeden Fall. Gerne auch bei mir noch aufs Following drücken, wenn du es noch nicht da hast. Das kostet ja auch nichts. Ich darf mir aber schwer helfen. Wir sollten langsam auf 280 zugehen. Und ja, mehr geschubst ist mehr gut. Discord habe ich auch noch. Könnt ihr auch gerne drauf schauen. Kriegt alles mit, was mir und mein Stream angeht. Könnt ihr über sämtlichste Themen mit mir und mit den anderen reden. Schaut da vielleicht auch mal vorbei. Lohnt sich bestimmt auch. In dem Sinn, Leute, ich wünsche euch einen schönen Montagabend. Macht es senken und gemütlich und wir sehen uns voraussichtlich am Mittwoch auf Nacht wieder um 5 Uhr mit Voulon. Okay? In diesem Sinne viel Spaß beim Patschi und mit Elden Ring und haut euch rein. Für euch. Bis wahrscheinlich Mittwoch.